in dir lebt. Wenn der Gott, der diese ganze Welt so geschaffen hat, so schön, und zwar nicht in Schwarz-Weiß, sondern er hat das auch getan, funktional gesehen, hat Schwarz-Weiß getan. In der Natur, überall wo du hinschaust, ist Überfluss. Wie viele Insektenarten gibt es? Es gibt 1 Million Käferarten. Ich meine, Malika weiß wahrscheinlich mehr von der Fülle der Natur. Blumen, Farben, es gibt überall, warum hätten es nicht 2000 Arten getan? Warum 1 Million? Warum 1 Million Farbschattierungen? Warum nicht 5000? Kann doch eh kein Mensch mehr zählen und klassifizieren. 5000 sprengt schon jede machbare menschliche Funktion. Gott ist ein Gott des Überflusses. Gott ist ein Gott, der verschwenderisch ist. Ja? Die Blume blüht so schön, dann verwelkt sie wieder, das schaut drum. Na und Gott kann es leisten, er kann brassen, er kann angeben, er kann protzen. Und wirklich dieser Gott lebt in dir. Amen. Und das ist doch das Bescheuerte auf der Welt, dass wir Mangel, Armut, Minderwertigkeit, was soll es mehr werden, die arme Tropf. Überhaupt Pesse, Traurigkeit, Melancholie ist für den Christen so, der hat irgendwas noch nicht geschnallt, wer der Herr ist, der in ihm lebt. Der hat nicht begriffen, dass er ein Multimillionär ist. Er hat nicht begriffen, dass er gesegnet ist und sich Schlaf machen könnte von früh bis spät. Ein Christ geht nicht mehr in die Arbeit, um Geld zu verdienen. Ein Christ, weil das Geld kommt sowieso vom Herrn, daher. Du würdest auch kommen, wenn du nicht arbeiten gehst. Kein Christ muss arbeiten für Lebensunterhalt. Das müssen, wie heißt so schön, das Vermögen der Gottlosen wird aufgespart oder aufgehäuft für den Gerechten. Der Vermögenstransfer vom Herrn läuft mühelos. Der Segen macht reich ohne Mühe. Warum ein Christ die Arbeit gern völlig anderen Sinn? Nicht um Geld zu verdienen. Ein Christ geht in die Arbeit, damit er strahlt, damit das Evangelium verkündet. Lachband. Genau, Liebesband verschmeißt. Also ein Christ geht nicht in die ganze Welt geht in die Arbeit, um Geld zu verdienen. Wer hat halt Liebesband geschmissen? Die Dinge. Was? Bei denen zwei. Ach so. Der Max hat er eingeladen. Was für Bomben? Liebesbomben. Der Malik so. Egal. Aber wirklich, wir denken auf die Welt, oh, ich muss arbeiten, ich muss sparen, ich muss machen und so. Nee, das macht die Welt so. Aber bei Gott wir sind Geheimagenten im Auftrag des Königs. Ja? Und deshalb, wir müssen lernen zu sprechen im Alltag. Was du aussprichst, damit identifizierst du dich. Sprichst du Fülle, identifizierst du dich mit Fülle. Sprichst du Probleme, identifizierst du Probleme. Ich bin krank. Nein, stimmt nicht. Ich bin Geist und Geist ist nicht krank. Also mein Körper ist krank. Du bist nicht krank. Kein Christ kann sagen, guten Herzens, ich bin krank. Kein Christ kann sagen, ich bin traurig. Kann ich sagen, weil der Geist nicht traurig ist. Merke das. Du kannst nicht mehr sagen, ich bin traurig. Das haben wir so missverstanden. Nein, meine Seele ist gerade traurig. Aber mein Geist ist nie traurig. Der ist immer glücklich, immer erfüllt. Wir merken, dieses Ich Bin sind diese mächtigen Worte. Häng an das Wort Ich Bin, das sagt er, ich bin, der ich bin, nur das Göttliche dran. Häng kein negatives Attribut an die Worte, bitte nicht. Ich bin sind absolute Turbo-Worte, das sind Triggerworte, Schlüsselworte, das sind Boost-Worte, die das herausbringen und manifestieren in kürzester Zeit, was du dranhängst. Wenn du sagst, ich bin Liebe, wenn du sagst, ich bin Freude, oder ich bin freudig, oder ich bin glücklich, oder ich bin gesegnet, ich bin reich, ich bin gesund, was du da dranhängst und das glaubst, wird Wirklichkeit. Also häng bitte eins, merk dir eins, hängen die Worte ich bin, nie mehr irgendwas Negatives dran. Ach, ich bin so fertig. Na. Ich bin einzigartig. Genau, ich bin einzigartig. Hängen die Worte, ich bin das, was Gott sagt, dann identifizierst du dich mit Gott. Deine Worte stecken die Grenzen ab. Wenn du sagst, alles ist mir möglich, steckst du die Grenzen weit. Wenn du sagst, keiner liebt mich, steckst du die Grenzen eng. Also das ist eine Lüge. Und ohne auf deine Worte zu achten, kannst du im Glauben nicht wachsen. Nehmt euch das wirklich bitte zu Herzen, achtet auf das, was ihr sagt und sagt das Gute, sprecht euch das Gute. Auch wenn ihr Probleme habt, sprecht euch die Lösung, sprecht euch die Liebe, sprecht euch die Freude, sprecht euch den Frieden. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Danke. Römer 14. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.